Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Und irgendwas Wichtiges ist anscheinend passiert. Kampfstufe 6 haben wir auch noch gekriegt, plus 5 Lebenspunkte ist immer gut. Und wir wissen jetzt, wie man eine Schleimeierpresse macht. Ja, dafür bräuchte man einen Schleimstall. So ziemlich das unnötigste Gebäude, was man bauen kann. Und wir wissen, wie man Knoblauchöl herstellt. Das hält uns Monster ein bisschen fern. Okay, gut. Das hält dann auch nur eine gewisse Zeit mit diesem Knoblauchöl. Jetzt schauen wir aber erstmal, was hier dieses Rauschen zu bedeuten hat. Eine Explosion ist durch die Nacht gehallt. Und zwar wie Sau. Okay. So, heute haben wir erstmal frei. Und morgen ist der gute Zauberer dran. Für den haben wir ja schon das Solaressenz rausgeholt. Für morgen gibt es ein paar Zentimeter Schnee sogar. Und die Geister sind halt höchst unzufrieden. Scheiß drauf, wir gehen trotzdem in die Mine. Können wir es uns anders leisten? Nein. So, wie sieht es mit Hopfer aus? Ich bin nämlich mal wieder dafür, eine Runde Bier zu brauen. Das geht nämlich erheblich schneller. Der gute Blaubeerweih, den können wir da rein schnetzeln. Sehr schön. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Krusch zu tun. Wir holen uns erst nochmal hier was. Und reit mit dir und reit dort mit. Dann hier noch was. Die Schnecke, die kann gleich mal hier reinflitzen. Die Solaressenz, stimmt, die hat man ja noch any übrig. Schattenessenz habe ich bei der Zauberer auf Cover. Gut, Alter, dann die Tiere erstmal wieder. So, rein. Damit die wieder gefüttert sind. Ja, ihr seid alle gut drauf, ich weiß. So. Gut, gut. Dann erstmal hier nochmal für Ordnungssorge, Zeug in Auftrag schmeiße. So. Ja, Leverwurst, du hast Hunger, ich weiß. Und zu den anderen Tieren noch rein. Melkparty hoch 3. Ich glaube, unser Schaf ist erwachsen, war unser gute Ingrid. Die Resel hat natürlich gerade mal wieder Gemilch. Dann können wir unser Ingrid einmal scheren. Ja, die sieht wirklich glücklich aus. Das heißt, das erste Mal die Schafschere. Komm mal her, du. Und jetzt ist sie nackig. So, jetzt haben wir auch wieder Wolle. Ja, da friert sie sich. Okay, gut. Dann gleich mal hier reinschmeißen, damit sich unseren Webstuhl drehen kann. Hier das Zeug rein und da noch das. Wir gucken gleich mal, ob hier noch was drin ist in der Höhle. Ja, Gewürzbeere ist drin. Ja, können wir auch wieder verkaufen, das Zeug. Dann ist das Zeug noch nicht gut. Ich mache einfach, weil ich kann. So. Die unterste Reihe können wir gleich mal ganz machen. Da müssen wir uns doch keinen Stress mehr geben. So. Und dann hier Business as usual. Hier den ganzen Käse nochmal machen. Perfekt. Ach ja. Aber ich mag diese Wintermusik. Ich persönlich freue mich wieder so immens auf den Winter, ihr liebe Leute. Gerade noch so im Sommer, wie man jetzt hen. Ich hoffe, dass der Winter danach wirklich entsprechend streng sein wird. Wir sind ja leider nicht beim Lied vom Eis und Feuer, wo ein Winter mehrere Jahre dauern kann. Aber ja, wie gesagt, normalerweise ist ja die Altbauernregel, je stärker und je heißer der Sommer, desto strenger ist eigentlich auch der Winter. Und ich persönlich fände es irgendwie schä, wenn wir wieder mal einen richtig kalten Winter hätten. Nicht so nass, bappig, matschig, kalte Ekelwinter, sondern wenn wir einfach nur einen gescheite, normale, kalte Winter hätten. Das tät mich persönlich immens freer. So, mit dem ganzen Kruscht gehen wir jetzt nochmal wo hier. Hacke haben wir gerade nicht parat, aber das checke ich gleich mal. Wir müssen später eh nochmal zum Hof. So, Stadt. Clint, wie sieht's aus? Nee, der schafft noch. Das heißt, die Geode haben wir erstmal nicht. Dann gehen wir nochmal zur Abenteurergilde. Die könnte jetzt schon aufhaben. Ich glaube, die machen so gegen 10 rum auf, oder? 14 Uhr, leckt mich doch am. Sonst wo.
Okay, dann müssen wir halt wieder zurück. Zur Bushalte. Gucken wir mal, was wir noch schaffen in der Zwischenzeit. So. Babam, babam, babam. Wir könnten aber noch zur Abigail gehen und könnten ihr noch den Amethyst einfach mal vorbeibringen, weil wir es können. Und weil wir halt voll der Schatz sind. So. Und wir unsere Ladies natürlich auch gut behandeln. Derzeit bin ich zwar Single, aber wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich immer... Ah, 6 rote Schleim, perfekt, das trifft sich gut. Bin ich eigentlich immer so der Typ, der eigentlich gern Gentleman ist und freundlich und aufmerksam zu seiner Freundin ist. So, das ist Verdichtern. Das gilt natürlich auch virtueller Natur. Oh, sie hat noch was zu sagen. Das ist unser Freundin, wenn ihr immer gut behandelt. Es ist so kalt, ich wünschte, ich hätte Hesitas Kakao, die ich mit jemandem Dele kennt. Ah, das steht vor dir. Und im Winter finde ich so Hesitas Kakao ziemlich angenehm, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Okay, bis dahin dürfte unsere Produktion mit Käse und mit Mayo eigentlich soweit auch wieder ganz gut sein. Ja, schade, dass jetzt hier überall die Artefaktplätze sind, aber man kann nicht alles haben. Kruscht wieder fortbringen, das ist für den Zauberer, das ist einfach nur für uns, dass wir noch ein bisschen was parat haben. Wenn unsere Mayo-Produktion, jawohl, die ist gut. Die Käseproduktion boomt natürlich. Ach, hier haben wir, glaube ich, nur noch genau ein Entenei, was wir reinzulegen haben. Das können wir dann nach dem erfolgreichen Tag in der Mine wieder abstauben. Da haben wir nur noch Iridiummilch. Und unser Stoff ist auch gut. Perfekt. Siehst du, unsere ganzen Rohstoffe sind jetzt auch wieder unter Dach und Fach. Also wieder runter zur richtigen Erkundung. Stoff war hier, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Der Scheiß kommt hier rein. Mayo kommt noch rein. Und ansonsten ist der ganze Käse hier. Ja, das ist für den Zauberer, das packen wir mit da rein. Giode beisammen, Kampfzeugs beisammen und Nahrung beisammen. Gut, dann haben wir jetzt Punkt 12. Und wir gucken einfach mal wieder in der Mine vorbei. So. Super. Dann runter mit uns und das mal richtig. So. Du blöder, möchte gern Hexer, Scheißvieh. Minus 8 Verteidigung für nur ein paar Sekunden. Damit können wir leben. Gut, Schleime müssen wir sowieso killen. Also komm her, du Grützi. So, dir ziehe ich neue Scheitel auf deinem Schleimkopf. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir hier noch ein paar Steg kriegen. Einfach auch, dass wir, wenn wir das nötige Kleingeld noch dazu haben, dass wir uns den Luxus-Hinkelstall dann mal leisten können. So. So Dinge geben manchmal auch mal Geode. Okay. Da bin ich ja Hexer. Ah, der hat einen Goldbarre fallen lassen. Das lobe ich mir. Einfach mal random ein paar Goldbarre finde ich gut. So können es auch im richtigen Leben sein, finde ich. Ach, interessant. Hier tauchen jetzt plötzlich auch wieder die Kupferbarre, die Kupfererze auf. Ja, schauen wir doch einfach mal, was wir hier abstauben können. 3 Kupfererze ist nie verkehrt. Halt! Haltet ein! Ich hoffe, die hinterlassen noch ein paar Treppen, die Mistviecher. Und hopp. Jo! Sehr schön. Ich will derzeit einfach nur weit runterkommen. Und auf meinem Weg kann ich halt noch ein paar Schleime eliminieren. Das sind hier in der Mine, sind das, glaube ich, auch unser stärkster Gegner an Schleim. In dem nächsten Dungeon, der sich uns dann darbieten wird, und ja, es wird ein nächster Dungeon geben, sind es dann die lila Schleime, die unser große Nemesis wären. Neben diverse andere Gegner, die etwas komplizierter sind als hier in der Mine. So, ich hoffe, dafür kriegen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Mine-Arbeitsaufstieg. Jetzt wirbeln noch ein bisschen reifer unseren Energiehaushalt. Wir brauchen es einfach. So. Weil ich bin ja hier auch kräftig am Stäschlacher. Gut, da sind wir beim letzten Mal gestorben. Hier sind glücklicherweise nicht so viele Gegner. Und das, was wir halt haben, das müssen wir so gut wie möglich eliminieren. Sehr schön, da ist spontan noch eine Treppe entstanden. Und hier, ach, dann gehen wir durch die Schleimtreppe durch. Wir brauchen noch 3er. Also die Hälfte haben wir durch an Gegner und bis 110 kommen wir 100%ig halt.
Wenn nicht sogar bis 150. Wäre ziemlich gierig, um ehrlich zu sein. So, schauen wir mal. Schauen wir da einfach mal, was wir heute hier kriegen. Ich weiß, da ist eine Treppe. Ich hab's ja gesehen, ihr liebe Leute. Ich bin nicht blöd und blind. Ich bin nur manchmal ein bisschen blöd. Ah, da ist endlich Diamant. Ah, schön. Dann können wir nämlich das endlich in unser Kristallarium reinschmeißen. Dann können wir so viele Diamante haben, wie wir wollen. Ja, perfekt. Hier direkt am Eingang schon die Treppe noch runter. Kommt her, ihr Knödelköpf. Gut. Blutfledermäuse. Lassen wir mal Fledermaus sein. Wir wollen einfach nur noch runter. Hier gibt es außerdem auch noch was. Und zwar Weltallstiefel. Sehr geil. Die machen 4 Verteidigung und 4 Immunität. Das ist doch einer besser. Und jetzt laufen wir mit der lila Hacke hier durch die Gegend. Geiler Scheiß, oder? Jetzt sind wir außerdem hier in einem neuen Bereich gelandet. Wo alles etwas bösartiger aussieht, wie ich finde. Nämlich so sehr Magma, eher so Magma geprägt. Als wären wir so in einem Weg, der uns zum Inneren von einem Vulkan führt, finde ich, sieht es aus. Okay, wir brauchen noch 2 rote Babsäck. Die holen wir uns. Aber vorher wird erstmal ein bisschen Preiselberge zwirbelt. So. Geil. Okay, gut. Ja, komm ruhig her, du Stählkopf. Die sind nicht allzu schwierig, die Jungs. Upp, upp, upp. Aber jetzt wieder 3 auf dem Haufen, das kann ab und zu schon zur Herausforderung werden. Alter Falter. Gut, ein bisschen Quarz ist an die verkehrt. Das ist so richtig schönes verschleißgeschenkte Quarz. So, wir brauchen dann nur noch einer von der Babcap. Dann sind wir auch durch. Ja, Violett. Ich bin, wie gesagt, irgendwie so ein... Das habe ich schon in anderen Let's Plays vielleicht mal gesagt. Ich bin irgendwie der einzigste Kerl, der auf so ein sattes, knalliges Violett wie das hier halt total steht. Ich liebe diese Art von Farbe. So dieses Regenbogenviolett. Finde ich persönlich unglaublich geil als Farb. Und ich glaube, ich bin irgendwie der einzigste Mann auf der Welt, der total die Farbe mag und dort total drauf abfährt. Gehört auf jeden Fall zu meiner Lieblingsfarbe. Ne, war so ein richtig schöner Königsblau. Und ne war schwarz und Silber und Gold. Sind das meine Lieblingsfarbe. Hoppala, voll heroisch in die Fledermaus reingerannt. Okay. Ebene 150 klingt mittlerweile doch realistisch. Aber mehr machen wir an dem Tag halt nicht. Der Rest können wir ja morgen machen, wenn wir dem Zauberer schon sein Geschenk geben hin. Ja, da ist der letzte Babsack. Schön weggekrittet. Kritz könnte ich noch ein paar mehr landen. Ich glaube, jo, wir sollten mit dem Bäuermeister retten. Aber die Musik will irgendwie nicht so ganz passen, finde ich. Gott, weg. Wir gehen runter. Und wir müssen... Oh, da sind jetzt wieder neue Schleime aufgetaucht. So Giftgelb-grüne. Na, Widerling. So, dann schlagen wir nochmal hier durch, was möglich ist. Und wenn wir wirklich Ebene 150 erreichen, dann nix wie raus aus der Mine. Wir müssen dann noch zur Abenteurergilde und wir müssen noch andere Krust machen. Perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Sehr schön. Dann ab zu den Jungs dort drüber. Huch, da ist anscheinend... Oh, noch ein Linus-Event am Bergsee. Cool. Da freut er sich, der Babsack. Oh Mann, komm, stell dich mit ans Feuer. Fühlt sich großartig an hier im Winter. Ich hab ja gehofft, dass du mal vorbeischaust, ja. Oh. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich da am Anfang so misstraut habe. Die meisten Leute behandeln mich nicht so gut, also habe ich gelernt, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Das glaube ich. Aber du warst ungewöhnlich nett zu mir. Du bist eine einzigartige Person. Und ich denke, dass wir gute Freunde sind. Ja, sind wir doch. Natürlich, Linus. Natürlich sind wir gute Freunde. Ja, ich will da mal was zeigen. Guck mal rein.
So, natürlich gehen wir zu dir ins Zelt, du freundlicher Vagabund. Was sind denn das für Geräusche aus dem Zelt? Na, alles klar, siehst du, das ist ein spezieller Fischköder, den ich herstelle. Ja, da habe ich mir wieder versauter gedacht, als es eigentlich ist. Ich verwende nur das allerbeste Material. Ich geht glatt am liebsten selber reinbeiße her. Du sollst das Rezept aber auch haben. Schön. Wilde Köder habe ich gelernt, wie man es herstellt. Cool. Ja, danke, Linus. Was ist dann das wilder Köder? Warte mal. Das ist der hier. Fasern, Käferfleisch und Schleim. Einzigartiges Rezept von Linus und zieht alle Fische an. Das ist natürlich geil. Ein bisschen aufwendiger, aber ist echt ein geiles Rezept. So, Jungs. Ich krieg das sonst bei keinem Mensch los. Deswegen kriegen wir die Bleirute, die Thermalstiefel und die Feuerwandlerstiefel könnt ihr auch noch haben. Alter, wenn die mal so viel Kohle dafür anbieten, selbstverständlich. Da bieten wir noch ein paar Art zum Verkauf. Ansonsten läuft die Geschichte. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Aufgabe so aus? Ja, Schleim ist halt wenig, Schattengeister, Fledermäuse mal relativ auf dem Weg. Höhle-Insekte ist, das ist am weitesten. Butler wären noch und Staubgeister. Okay, und bei dem können wir dann die Belohnungen abholen jeweils. Super. Ja gut. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir abgeben könnten, müssten oder sonst wie? Nur der Kristall. Okay. Schön, weil das wollte ich noch erledigt haben. Die Bushaltestelle. Und dann eigentlich nichts wie ab in die Koje, wenn wir uns hier um alles gekümmert hätten. Dann können wir morgen früh unser Hacke bestimmt wiederholen. So, wie schaut's denn hier aus? Jo, da ist was entstanden noch spontan. Das sollten wir hier noch abliefern und dann Diamant ins Kristallarium. Dann kann das jetzt nämlich ständig hier Kristalle ausspucken. Diamante ausspucken. Bin ich definitiv sehr dafür. Das ist noch Krusch der Raikör, damit ich Einnahme habe. Ansonsten. Ich glaube, die Preiselbeere brauchen wir erstmal. Die brauchen wir von morgen wieder. So, dann brauchen wir das und das und das und das und das nicht. Alles Reide mit. Die Weißalge hat man, glaube ich, hier genau reingepetzt. Die, genau, die sind hier richtig. Ansonsten liegt alles, wo es liegen sollte. Und ich mache mich jetzt einfach hier frühzeitig auf ins Bett, weil morgen ist Zauberer Geburtstag. Und der kriegt als erstes sein Geschenk, wenn ich hier auf dem Hof fertig bin mit meiner Arbeit. Okay, leider hat es keine Arbeit weitergegeben. Aber ich glaube, das sind, sagen wir mal, nette Einnahmen. Wir müssen erstmal warten, bis unser Gewächshaus so richtig läuft. So. Genau, heute ist Zauberer und für die nächste Episode über Meier ist erstmal wieder nichts, was A steht. Wiederholung zu gebackenem Fisch, das habe ich anscheinend verpasst, weil ich habe es jetzt gelernt. Meier den ganzen Tag klar und so nicht. Alle hopp. Was haben wir dann hier noch? Preiselbeergelee. Gleich mal in die Tonne. Haben wir sonst schon irgendwas Schönes, was wir noch machen könnten, probieren könnten? Ich was. Wir machen einfach mal Traubegelee. So. Ackermann, Entschuldigung, ich habe schon wieder, dass ich wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und den gerne mal an verschiedene Metalle ausprobieren. Kannst du mal einen Eisenbacher schmelzen und vorbeibringen? Dankeschön, Clint. Jo, machen wir das. Wir haben, glaube ich, noch einer übrig. Jo. Zu Clint müssen wir sowieso heute noch. Insofern passt das. Da haben wir nur Schampel drin. Dann machen wir erstmal hier das Holz. Weil das geht relativ fix. So. Hier machen wir Ammo wieder zu. Das stört mich schon die ganze Zeit. Ich weiß, Leberwasch, du hast auch wieder Durst. Du hechelt da wieder. Du kennt da nix. Gut, dann Heu. Gut, dass ich das mittlerweile nur noch bei dem Hühnerstall habe. Aber das wird sich auch erledigen, sobald ich den Hinkelstall Deluxe habe. Haben wir dieses Problem nicht mehr mit dem Füttern müssen. Dann wird das alles automatisch gemacht, solange ich einfach nur genug Nahrung habe für die Tiere. So, 2 Iridium-Eier. Und ein normales Silberei. Dann ist hier wieder
wieder Milk-Party angesagt. Normale Milch, die hat erstmal wieder keine Wolle. Aber wie geht's Sache dann eigentlich so? Ja, normal. Oh, die ist absolut glücklich. Die hat 2 Herzen, die hat ein Herz. Das sind aber die Nachzüglerkühe. Das muss die Mutterkuh sein. Ja, die ist nämlich absolut top bei der Sache. Die melke ich gnadenlos von vorne und die Resel ist auch schon bei 2,5 Herzen. Ja, geil. Nix wie Reide mit. Der Dorei und der Dorei. Na komm schon. So. Hier drin noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nö. Okay, dann geht's wieder ans... geht's wieder hier dran. Ups, der war falsch. Wir machen es einfach mal. Ach, wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Gut, die können wir noch nicht ernten. Die Tomaten sind aber reif. So, hier. Dann machen wir die gleich mit. Und weiter, weiter, weiter. Haben wir das Problem nämlich nicht mehr. Apropos Problem. Entschuldigung, falls es wieder eingefroren sein sollte. Ich habe mal wieder außerhalb vom Bildschirm geklickt. Ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich hier drin bleibe innerhalb vom Bildschirm. Und dass ich hier auch die Zeit nehme, dass ich drauf bleibe, wenn ich hier drauf drücke. Aber Tomate ist an sich auch nicht schlecht. Dann kann ich jetzt erstmal hier wieder meinen Vorratshare auffüllen an Tomate. So. Gut. Share. Gewächshaus ist doch was Tolles. Dann schauen wir doch mal, wie viel wir noch von dem Zeug zurücklegen können. Deshalb denke ich an die Sigi. Weil wir müssen noch zum Zauberer und das ist ein bisschen Wegstrecker. So, unten sind sie bestimmt auch schon fertig. Dann kann ich nämlich meinen Müll noch ein bisschen reinschmeißen. Genau. Hoch. So, gut. Rein mit dem Holz. Da machen wir 2 Reihe und da machen wir noch 2 Reihe. Der Rest können wir verkaufen. Schöne Sache. Das heißt jetzt erstmal ab in die Stadt. Ah, mit dem Bäuermeister muss ich auch noch retten, genau. Wegen unserer Schleimjagd. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Stadt hier. Die haben wir ja alle auf dem Haufen hier, die Leute. Dann kann das schon mal weg, weil ich bin mal sicher, der ist jetzt eigentlich nur soweit fertig damit, ne? Genau, Stahlhacker. Perfekt. Jetzt kriege ich die. Jetzt kann ich 5 Felder graben. Das ist gut. Dann kriegt er noch seinen Scheißenbarren. Hier, der ist für dich. Ah, das ist der Eisenbarren, den ich hier gebaut habe. Er sieht solide aus. Perfekt. Danke, Ärgermann. Ich weiß, dass du schätze. Immer doch. Das waren 500 Gold von Clint. Dann Geo, der immer jede Menge Schampel. Dann können wir das nämlich mal gleich knacken. Oh, Obsidian. Geil. Eisenerz ist noch ein bisschen was dabei. Das ist auch cool. Das ist Neptunit. Geil. Das geht auf jeden Fall an Gunther. Oh, da ist auch noch was. Ein Zwergenartefakt oder Zwergengerät. Feuerquarz. Tigerauge ist es, glaube ich. Genau, Tigerauge. Bisschen Lehm. Oh, wieder was. Was ist dann das? Barit. Dann noch die 3 Omnigeoderei. Bisschen Stäh. Okay, bisschen Dolomit. Und ein wenig Alamit. Cool. Ja, jetzt renne ich hier stolz mit meiner Kohle durch die Gegend. Sollte man vielleicht sein lassen und einfach mal gucken, was wir noch an Gunther spenden können. Dann zum Bäuermeister, dann zum Zauberer. Okay, was können wir dann spenden? Das Zwergegerät haben wir schon. Das kommt dort hier. Das hier. Das dort hier. Und eine Tigerauge. Schön. Sehr, sehr schön. Dann gibt es für uns auch eine Obsidianvase als Möbel. Gut. Nicht schlecht. Gucken wir mal, ob der Bäuermeister der Ham ist. Ansonsten... Ah ja, da ist er doch. Da ist er doch, der Lotta Louis. Komm her, du. Ja, das Schleimproblem, das ist immer selber vom Wege mit Kleidung aus der roten Hose, die er nie rauskriegt. Und dann läuft die Geschichte. 750, perfekt. Jetzt hast du noch mal kurz auf dem Hof vorbei, gucke Zeugverstauer und dann der Rest von den Minemeistern, den ich muss sagen. Nachdem ich beim Zauberer war. Entschuldigung, den habe ich vergessen wieder.
Also. Ja, jetzt habe ich auch wieder mal Hacker. Genau, da ist er. Die sollte ich nochmal ganz kurz ein bisschen umtauschen hier, dass die Tierprodukte da noch sind. Also die Sache, die ich für die Tiere einfach brauche. Wie Melkkübel und Schafscherer. Okay. Ja, da drüber ist auch noch einer, ich sehe ihn. Ich weiß, da ist dann, wenn ihr das gucken, da ist was, warum ist er nicht hingegangen? Ich habe manchmal echt so einen blinden Fleck, muss ich sagen. Dann sehe ich sowas nie. Okay, dann kann der ganze Quark hier schon mal rein. Obsidian heben wir auf jeden Fall mal auf. So. Die ganze Krust heben wir mal auf. Feuerquarz, nee, das nicht. Aber das heben wir noch auf. So. Dann, nein, die kommt mit. Hier. Nein, die kommt auch noch da rein. So, gut. Dann die Obsidianvase stellen wir doch gleich einmal hier direkt zum Skelett. Dann schauen wir mal genau. Der Krust ist nämlich auch fertig. Das heißt, wir stellen das hier noch hier. Und der Käse ist auch fertig soweit. Das heißt, wir machen große Ziegenmilch hier und die normale Milch dort hier. Gut. Dann das dort hier. Ab zum Zauberer. Und dann nichts wie zurück auf den Hof. Und wieder der Rest ab in die Mine. Damit wir das noch gelöst kriegen. Hier wäre es persönlich schon wichtig, weil unerwartet uns am Grund von der Mine noch eine Sternefallfrucht, die ich ungern missen würde. Wie fürnehmen, gell? So, dann. Also ich meine die Ausdrucksweise missen wollen. Ohoho. Sind wir so fürnehmen heute? So, Zauberer, du hast Geburtstag, der ist für dich. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin zutiefst beeindruckt. Danke. Deswegen guckt er auch so schön. Bei 4 Herzen sind wir jetzt schon. Es benötigt viele Jahre intensives Studium, um die Sprache der Elementare zu verstehen. Ja, bla bla bla. Lassen wir den mal Zauberer sein. Aber jetzt sind wir bei ihm auch schon bei 4 Freundschaftspunkte. Kann auch nicht schade, wenn wir mal irgendwann bei ihm reingucken müssen. Und in sein Privatgemächer, wenn wir später müssen, sobald das Gemeindezentrum vollends aufgepowert haben. Kann ich schon mal gleich versprechen. Soll auch noch so ein bisschen Überraschung sein für diejenigen, die das Gemeindezentrum noch nicht voll gepimpt haben. Und dann in dem Gebiet waren, was denn noch kommt. So. Ja, ich bin sehr gern dabei, so das Spoilermann zu machen, keine Angst. Ihr merkt's schon. Ah, okay, sehr schön. Das Bier ist wieder fertig. Das heißt, ich hole mal hier noch 2 Hopfen raus. Und zwirbel noch so ein paar Bier rein. Die müssen wir sowieso aufheben. Wo habe ich denn die Bier gelagert? Ja, hier, perfekt. Dann kann hier noch der Kram rein. Wir gucken noch ohne vorbei. Das vergesse ich nämlich hin und wieder ganz gern. Stäh können wir mitnehmen, ist kein Problem. Ist in der Mine nichts Außergewöhnliches, wenn wir irgendwo Stäh finden. Da werden wir genug von dem Zeug finden. So. Ackermann, rein in die Mine und zwirbel dich bis auf den Grund runter. Ihr seht ja auch schon beim Fahrstuhl, ne? Dass es hier die letzte Reihe ist. Das ist kurz vor knappig hier. Okay. Wir gucken einfach, dass wir schnell runterkommen. In die Mine einfach so können wir immer noch später. Wenn wir drauf Bock haben. Okay, der Diamant möchte ich trotzdem mitnehmen. Das ist immer ein gutes Geschenk. Und ist einfach Sachen viel wert. So. Okay, du. Komm mal her, du. So. Oh, du ist aber... apropos, du ist aber viel. Und sehr schön. Dann hier. Und dort noch ein bisschen Aufschlager. Einfach nur, weil wir es können. Aller Hopf. Ich habe zwar Fledermäuse schon Quieke gehört, aber die werden sich schon melden. Ja, das sind sie schon. Aha. Sehr gut. Hier ist nichts weiter, also nichts wie runter. Dann haben wir nur noch 3 kleine Ebenen vor uns. So.
beinahe noch die Angel ausgerüstet, denn komische Geist, den kann ich leider nicht mit einer Angel totschlagen. Das ist wie bei den Simpsons, wo sie beim Zoo sind und die Nashörner entkommen und Homer hockt so auf dem Autodach eingekesselt von den Nashörner. Oh nein, wir haben kein Popcorn mehr. Und dann sieht man so, wie die Kamera schwenkt, wie einfach vorm Auto eins von den Nashörner von Popcorn bedeckt ist und bewusstlos da liegt. Das finde ich so geil, die Szene. Einfach das Nashorn erpopcornt. Oh Mann. Ich meine, als ob das so einen Einfluss hätte, wenn man dort irgendwie mehrfach getroffen wird. Als würde man dort bewusstlos wäre vom Popcorn. Ah, das ist so herrlich irrwitzig. Ich liebe sowas. So Humor liebe ich einfach. Okay, nix mehr. Außer ein bisschen Topaz, ein bisschen Kohle. Okay, da haben wir sehr viel Stähl zu brechen. Und hier gehen wir nochmal raus. Okay. Sieht so aus, als müssten wir hier über die Stähe oder potenziell über die Gegner hier an unser Trepp gelangen, die uns noch ohne führt. Eine Zwergenschriftrolle 3. Okay, das haben wir aber schon Gunther gäbe. Sonst hieß es, Gunther kann dir mehr erzählen, wenn du es dem Museum spendest. Komm schon her, du Sausack. Komm her, ich brech dir die Beine. So. Und das auch noch zu der Fledermaus gesagt. Gut, dann schauen wir mal. Dass wir hier noch irgendwie runterkommen. So weit ist es ja dann doch nicht mehr. Also komm schon. Das kriegen wir noch hier. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass ich hier jeden Städt zerhacken muss, bis ich dann zum Schluss irgendwo die Treppe finde. Scheiße. Mann, oh Meter. Ist das Kacke. Wenn man wirklich nur so an die Treppe kommt, ist echt nervenzehrend. Ich zwirbel mal hier nochmal so in die Reihe. Da habe ich nämlich einfach wieder die Energie und habe auch meine Lebenskraft wieder aufgefüllt. Wahrscheinlich ist es hier wieder total in der Nähe von der Treppe. Könnte ich eigentlich drauf wetten. Ja, ein bisschen Jade holen wir uns auch noch. Und weiter, weiter, weiter. Wobei, wir gehen jetzt einfach mal bewusst ein bisschen noch hin. In der Hoffnung, dass hier die magische Treppe zum letzten Geschoss hier ist. Nö, natürlich nicht. So einfach machen sie es uns dann doch nicht. Dann ist nämlich auch die Queste auf zum Grund erledigt. So. Wunderbar. Irgendwie kriegen wir schon hier, denke ich. Wir schlagen einfach jeden Stern und jeden Gegner auf dem Weg kaputt. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Ja, ich sollte auch vielleicht mit meinem Schwert kämpfen und nicht mit meiner Spitzhacke. Gut. Immer kräftig weiter. Da ist noch so ein komischer Geist. Die sehen aber ein bisschen komisch aus mit ihrem Ringelpiez auf dem Kopf, finde ich. Das dürfte jetzt wieder Aquamarin sein. Und da ist doch der Weg noch ohne. Perfekt. Ich glaube, hier gibt es auch sonst nichts mehr. Ne, doch, da unten ist noch was. Na gut. Dann, ihr liebe Leute, die Sache. Wir kosten unseren Sieg jetzt mal voll und ganz aus. Und um 20:50 Uhr wird es jetzt wahrscheinlich gleich sein. Genau. Haben wir hier alles erreicht. Unterstes Geschoss. Hier sind zwei Schlange an Stange, so rum. Und neuer Hofbucheintrag gibt es auch noch. Du hast den Gegenstand Schädelschlüssel gefunden. Du weißt nicht, wofür er da ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde einer Geldbörse hinzugefügt. Ah, ich habe gedacht, es gäbe noch eine Sternenfallfrucht, aber die gab es dann mal in dem oberen Bereich. Okay, in meiner Geldbörse ist derzeit nur der Schädelschlüssel. Wir sind derzeit Farmjunge. Okay. Gut, das war erstmal das. Und dann hört ja sowieso keine Sau mehr auf. Stimmt, das war die Sache. Wir haben auf Ebene 100 haben wir die Sternenfallfrucht gekriegt. So rum war das. Das war der Schädelschlüssel, den wir jetzt gekriegt haben. Gut, Alter. Hier haben wir nichts weiter mehr. Das heißt, wir schmeißen das Zeug, wo es reingehört. Dafür muss ich erst nochmal hier hingehen. Dann schauen wir nochmal. Eisenerz, Schleim, Gold, Diamant haben wir jetzt nirgendwo mehr einer frei, ne? Genau, dann schmeißen wir den Diamant doch einfach in die Blaukiste rein.
Dafür haben wir das und ein bisschen Quarz wieder. Stäh. Die Zwerge-Schriftrolle klatschen wir doch einfach mal hier rein. Und die Geode, die lassen wir am nächsten Tag wieder brechen. So, deswegen die erstmal eng beisammen. Da ist die Jade. Gut. Das war doch richtig erfolgreich. Der Schädelschlüssel. Du hast am Grund der Mine einen merkwürdigen Schlüssel gefunden. Finde den Nutzen des Schädelschlüssels heraus. Nichts einfacher als das. Das machen wir in der nächsten Episode übermorgen, ihr liebe Leute. Okay, da haben wir nämlich sonst nichts zu tun. Da haben wir keine Geburtstage, die anstehen. Dann weg damit. Und damit sind nach Mai 3 Aufnahmetage wieder, also mal 3 Aufnahmen am Tag wieder erledigt. Und deswegen gehe ich jetzt auch auf jeden Fall so schon ins Bett. Und wir sehen uns dann einfach übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir rausfinden werden, was es dann mit diesem Schädelschlüssel auf sich hat. So, was die Explosion angeht, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal nachgehen, was da Sache war. Okay, schauen wir doch mal, ob wir noch ein bisschen was kriegt hin. Gerade mal Lucky mache. Genau. Die übermorgen haben wir natürlich nichts. Da ist kein Geburtstag, da läuft alles. Und ich glaube, es war noch irgendwas mit Schnee angekündigt. Gut, was haben wir noch verbessert? Nix. Aber klar, ein bisschen mehr wegen der Tomate haben wir noch gekriegt. Gut, alle hopp. Wir sehen uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt, ihr liebe Leute. Machen's gut bis dahin. Und habt einen wunderschönen Tag noch. Euer Yankee.